Ich habe als Kind Panini-Bildchen gesammelt und es gibt einen Trick. Es gibt einen Trick, auf jeden Fall, dazu mal hat es einen Trick gegeben. Wer sammelt diese Saison Panini-Bildchen? Ja, wer hat früher mal Panini-Bildchen gesammelt? Ah, voilà. Die Fußballbildchen zum Einkleben, und es hat früher einen Trick gegeben. Du hast immer am Kiosk ein neues Album holen. Und das haben sie dir gratis gegeben. Weil die gemeint haben, du hättest noch keins. Und dann haben sie es gegeben und dort innen hat es 6 Gratis-Stickers gehabt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt hat er ein Album, jetzt kommt er dann bei uns Bildchen kaufen. Der Punkt ist, die machen das aber im Kiosk nur einmal. Und dann kennen sie sich und dann sind sie so ein bisschen skeptisch. Das heisst, ich musste von Laden zu Laden, von Kiosk zu Kiosk gehen und immer wieder ein neues Panini-Heftchen kaufen. Das Heftchen weggerührt und Bildchen rausgenommen. Perfekt, nicht? Habe ich auch mal gemacht mit meinem Grossmami. Und dann sind wir mit dem Grossmami dort angegangen und haben gesagt, hey, musst du schnell warten, ich muss schnell ein neues Heftchen holen, weil dort in Basel, wo sie gewohnt hat, hat es einen Kiosk. Und dann bin ich angegangen, ich hätte gerne ein Heftchen gehabt. Und dann hat sie mir ein Heftchen gegeben und ein neues Heftchen und ich habe 6 Stickers gratis gehabt. Dann sagt sie aber, das kostet 2 Franken bei uns. Nein, sorry, hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, das kostet 2 Franken bei uns. Nein, das hat sie auch nicht gesagt. Wir reden Basler. 2 Franken gern hätte ich. Ich hätte gerne 2 Franken von Ihnen. Und dann hat sie das gesagt und ich bin so peinlich berührt und dachte, was mache ich jetzt mit dem? Ich habe ein Heftchen, dann will ich doch eigentlich nicht. Meine Grossmami nebendran schaut mich an. Und jetzt hast du einfach das Heftchen. Und dann hat sie 2 Franken dafür genommen. Ich wollte es doch zurückgeben und schnell. Und dann hat sie das gezahlt und ist mit mir weggelaufen und hat noch ein paar böse Worte gehabt. Und es war mir so peinlich gewesen. Und das sind die teuersten Panini-Bildchen, die ich je in meinem Leben gekauft habe. Nämlich für 6 Bildchen 2 Stutz gezahlt. Und so ein Moment, wo du merkst, es ist doch gratis, aber jetzt kostet es gleich. Um diesen Moment geht es heute ein bisschen eben auch. Weil bei Jesus ist nicht alles gratis. Und das ist eigentlich noch eine spezielle Botschaft. Weil wir haben doch oft gesagt, ja, es ist ja Gnade, das sollte doch alles gratis sein. Aber gerade bei den Kirchen in Laodicea, wo wir heute dazukommen, sagt eben Jesus auch, es gibt Sachen, die sind nicht gratis. Und Jesus ist ein bisschen streng in diesem Brief. Aber in diesem Brief kommt auch der berühmte Satz vor, weißt, die ich gerne habe, mit denen bin ich auch ein bisschen streng. Und darum, lass uns unsere Herzen aufmachen für ein bisschen strenge Liebe von unserem Jesus. Sind ihr bereit? Ich darf heute mit der Lea zusammen preachen. Yay! Yes, heute zusammen! Für die Lea noch nicht kennen, es tut mir mega leid für euch. Für die Lea schon kennen, ihr wisst, warum es lästig ist. Sie studiert Theologie seit 19 Semestern 18. und ist 18. Schon eine Weile dran. Der Weg ist das Ziel, und du hast eine Leidenschaft für die Bibel, für die Theologie. Und genau bei diesem Brief hast du besonders eine Leidenschaft. Darum freue ich mich, mit dir zusammen zu predigen. Und wir reisen zuerst mal ein paar Jahrhunderte zurück und gehen schauen, wie es zu diesem Brief an Laodicea kam. Ich schreibe diesen Brief an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Laodicea. Ja. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Da du aber wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nichts. Und doch merkst du nicht, wie erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt du bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Auch rate ich dir, weiße Kleider zu kaufen, damit du dich bekleiden kannst und dich nicht
wegen deiner Nacktheit schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wenn ich liebe, dann weise ich zurecht und erziehe streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Türe öffnet, werde ich zu ihm eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen. Einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen So wie ich siegreich war. und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Der bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist wirklich ein Brief, der mich sehr anspricht. Er ist bildhaft, er redet, er ist klar, er ist scharf. Jesus sagt, ganz klar, er liebt die Kirche, darum ist er so streng. Lass uns nochmal den Überblick schauen über die 7 Kirchen, heute das letzte Sendschreiben, das wir zusammen anschauen. Und du siehst, unterschiedliche Kirchen werden immer adressiert. Und bei Laodicea vor allem lauwarme Christen. Und bei fast jedem Sendschreiben hat es Sachen gegeben, wo Jesus hat können loben, Komplimente aussprechen. Bei Laodicea leider nicht. Im Gegenteil, er ist ein bisschen kritisch. Ihr seid elend, jämmerlich, arm und blind. Er müsse relativ klar zu ihnen reden. Es gibt eine Interpretationsart der 7 Sendschreiben, nämlich, dass das die Reihenfolge auch ist, wo Jesus in der Kirchengeschichte unterschiedliche Etappen anspricht. Also die erste Kirche wäre der Brief an Ephesus gewesen und so weiter, immer so und über die Jahrhunderte. Und viele meinen, der Brief an Laodicea sei besonders an die heutige Zeit, an die Kirche, vor allem an die reiche, die Kirche im reichen Westen eben adressiert. Und ich sehe da schon jetzt einige Parallelen. Der Laodiceer, denen geht es gut, die haben das Gefühl, sie können alles, sie haben das Gefühl, sie wissen alles besser, wie wir in Zürich ja auch. Und darum denke ich, ist es auch, dass der Brief eben ganz speziell heute uns ansprechen kann. Und ich hoffe, er tut es heute auch. Hey, hast du gewusst, dass der ganz bekannte Brief von Paulus an die Laodiceer auch in der Bibel zu finden ist? Ja, der Kolosserbrief, der ist nämlich auch an die Laodiceer gerichtet gewesen. Wir lesen das am Ende vom Kolosserbrief, ihr seht es da hinten. Dort schreibt der Paulus der Gemeinde von Kolossä und instruiert sie, dass sie den Brief dann auch den Laodiceer weitergeben sollen. Damals war es nämlich üblich, dass die Briefe untereinander austauscht wurden und auch in den Kirchen gelernt wurden. Und der Paulus schreibt auch, dass er noch einen weiteren Brief den Laodiceer geschrieben hat. Also Kolossä und Laodicea, die waren sehr eng verbunden gewesen. Und das macht auch geografisch Sinn, weil die beiden sind nur 15 Kilometer voneinander entfernt waren. Und zwischen dem Kolosserbrief und dem Sendeschreiben von Jesus gibt es auch interessante theologische Parallelen. Wir lesen im Kolosser 1: Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Und genau so stellt sich jetzt Jesus der Laodiceer wieder vor. Wir lesen in der Offenbarung, da sagt Jesus: Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Amen steht in der Bibel für das letzte Wort. Und Jesus sagt hier: Ich bin das letzte Wort. Ich weiss, wir lieben ja Jesus als unseren guten Hirt, besten Freund, Retter, Heiler. Und ja, das ist er auch. Aber wie er sich hier vorstellt, ist als das letzte Wort. Er sagt: Ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Alpha und Omega. Ich bin vor der Schöpfung gewesen. Und ich bin das Haupt der Gemeinde. Amen.
Amen. Ich möchte an jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Und darum, liebe Freunde, ist es so wichtig, dass wir wieder so ein Jesus First Movement hier haben. Weil in unserer Gesellschaft, wir leben so im grossen Überfluss. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und es ist so easy, ganz viel anderes an erster Stelle zu setzen als Jesus. Doch Jesus sagt hier, ich bin das letzte Wort. Ich möchte das letzte Wort in deinem Leben haben. Aber hat Gott wirklich das letzte Wort in deinem Leben? Bist mal ganz ehrlich zu dir selber. Jesus sagt zu den Laodiceer, mein Urteil ist gültig und unbestechlich. Es sind sehr scharfe Worte, die Jesus hier wählt. Und es geht weiter mit Kritik. Jesus sagt, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ja, ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Lauwarmer Christ, wir haben es schon gehört, der Begriff kommt genau von dem Vers hier. Aber was meint Jesus genau, wenn er von lauwarmem Wasser redet? Was hat Jesus der Gemeinde sagen? Die bildhafte Sprache, die Jesus hier braucht, die hat Laodiceer direkt in ihr Herz getroffen. Weil die Laodiceer, die waren sehr wohlhabend, aber sie hatten ein entscheidendes Problem. Sie hatten keine frischen Wasserquellen. Kolossäer hingegen, die waren gesegnet mit frischen, kalten Wasserquellen. Wir sehen es hier auf der Karte. Und Hierapolis, eine andere Nachbarstadt, die war bekannt für ihre heissen und heilenden Thermalquellen. Die Laodiceer hatten eben keine eigene Wasserquelle und darum haben sie mit Aquädukt, also Wasserleitungen, das Wasser müssen in die Stadt transportieren. Es ist sehr spannend, weil man sieht das immer noch. Also die Aquädukte sind immer noch vorhanden. Das ist in der heutigen Türkei. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Und auch die heissen Quellen, die gibt es noch. Es ist immer noch eine Touristenattraktion. Also das Wasser hat wirklich so mühselig auf das Laodicea transportiert werden. Und dabei hat es natürlich ein Problem gegeben, wie ihr euch jetzt vorstellen könnt. Das kalte Wasser war durch die Hitze nicht mehr kalt, sondern lauwarm. Und das heisse und bekanntlich heilende Wasser, das war auch nicht mehr heiß, sondern über die 15 Kilometer ist es natürlich abgekühlt. Und das Wasser war zusätzlich mega kalkreich und hat ganz viele Mineralien drin gehabt. Und darum hat es so richtig angefangen zu stinken. Also am Schluss ist dann ein Mischmasch übrig geblieben bei den Laodiceer, der geschmeckt hat, es war schlechte Qualität und es hat gestunken. Super, oder? Und ihr kennt sicher, wir Schweizer, wir sind ja mega stolz auf unser gutes Leitungswasser. Und ich würde mich selber auch als Wassersnob bezeichnen, weil ich bin im schönen Berner Oberland aufgewachsen. Und ich auf Zürich gekommen, es war schon ein bisschen ein Downgrade mit eurem Wasser. Tut mir leid, wirklich, wir müssen daran gewöhnen. Und ihr kennt sicher die Situation. Ihr seid im Ausland in den Ferien, es ist heiß, ihr habt mega Durst. Und dann kommt ihr in euch ein Hotel oder Airbnb, nehmt dort einfach einen Schluck vom Wasser, weil es einfach kalt es nicht mehr aus. Und was passiert? Ihr seid so schockiert von dem Wasser, weil es irgendwie voll von Chlor ist und ihr möchtet jetzt einfach nur mal rausspäuen. Wer kennt das Gefühl in der Ferien? Hey, genau so fühlt Jesus über die Gemeinde zum Rausspäuen. Wir müssen also einen Blick darauf werfen, was meint Jesus genau. Was ist vermischt worden? Was ist das Heiße und das Kalte? Und da gibt uns eben der Kolosserbrief, wo eben an die Gemeinde von Laodicea geschrieben worden ist, ein klares Indiz. Kolosser 2, Vers 8 lesen wir, dass in dieser Kirche eine Gefahr gegeben hat, nämlich das: Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfällt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Lass uns das schnell anschauen, der Bibelvers. Der Paulus sagt, hey, passet auf, es gibt Weltanschauungen und er nennt es Hirngespinst von Menschen, aber es sieht menschlich aus, wirkt intelligent, wirkt so schlau von Leuten, aber eigentlich hinten dran sind dunkle Mächte, weil es nicht um Jesus geht und weil es sich nicht deckt mit Jesu Wort. Das nennt sich Synkretismus,
was da passiert. Seit Anfang an der Kirchengeschichte ist das eine grosse Gefahr. Und die Bibel, also Paulus und die Apostel, eifern schon, dass sich das Evangelium und das, was die Bibel sagt, nicht vermischt mit den Kulturen und Gebrüchen und gerade trendigen Ansichten, die es gerade damals in der Zeit gegeben hat in diesen Kulturen. Synkretismus ist schon immer ein Problem gewesen, dass es sich vermischt und dann das Evangelium sich verwässert und mischt mit Weltanschauungen, die es damals gegeben hat, bei den Griechen, bei den Römern oder eben auch Synkretismus heute, in der heutigen Zeit, mit all dem, was herum ist. Ist es ein Problem heute, echt Synkretismus oder nicht? Ich habe ein bisschen eine ernüchternde Studie gefunden. Vor 5 Jahren hat man eine Umfrage gemacht in Deutschland und es wird in der Schweiz nicht anders aussehen. Und sie haben Christen gefragt, hey, glaubt ihr, dass Jesus verstanden ist? Glaubt ihr, dass Gott der Schöpfer ist vor allem? Und glaubt ihr, dass es den Teufel gibt? Und jetzt musst du schauen, die Statistik, ich habe sie euch mitgebracht. Nicht einmal 60% im Durchschnitt von allen Christen haben geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Also über 40% glauben als Christen nicht, dass Jesus auferstanden ist. Jetzt muss ich dir etwas erklären. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, ist das Evangelium nichts wert. Das ist das Problem. Jesus stellt sich in diesem Brief als Schöpfer vor. Nur die Hälfte oder nicht mal die Hälfte der Christen glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und er der Schöpfer ist von allem. Ja, logisch hat Gott ein Autoritätsproblem in deinem Leben, wenn du nicht mal glaubst, dass er der Schöpfer ist. Dass er den Blick hat über allem und weiss und er das Anfang und der Ende ist, wie er sich vorstellt in dem Brief. Und das Letzte, nicht einmal 30% sind es dort, sehen wir, die an den Teufel glauben. Jesus ist versucht worden vom Teufel in der Wüste. Vom Teufel. Und die ganze Bibel redet darüber, dass es den Teufel gibt. Und nachher in den Aposteln auch. Und wieder in den Briefen. Aber weisst, heutzutage wissen wir es besser als Jesus. Weisst, Jesus hat das vielleicht nur symbolisch gemeint. Er ist symbolisch in der Wüste vom Teufel versucht worden. Hat es aber nicht so nennen. Nein, weisst, heutzutage sind wir halt ein bisschen schlauer, wenn es um Jesus geht. Und wir wissen mehr, als Jesus damals über sich selber gewusst hat. Verstehst du, was ich meine? Es ist ein bisschen ein Problem, oder? Vielleicht ist es eben auch nicht so einfach zu erkennen, was ist wirklich Wahrheit, was ist wirklich Lüge, wie kann man es unterscheiden, ist blau wahr oder rot wahr. Ich habe ein Experiment heute, das ich mit euch machen will. Ihr seht hier 2 Kreise. Die sehen zuerst mal gleich groß aus, aber einer ist bedeutend grösser als der andere. Aber es ist eine optische Täuschung. Welcher ist grösser als der andere? Ist der Rot grösser oder ist der Blau grösser? Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Jetzt machen wir eine Umfrage. Wer sagt, der Rot ist grösser? Okay. Wer sagt, der Blau ist grösser? Okay, doch auch nicht. Im Club unten sind sich einig, es war der Blau. Jetzt lass uns das mal schauen. Wir nehmen die Kreise mal zusammen. Ah nein, sind gleich groß. Sind gleich groß. Okay. Das ist genau die Art und Weise, wie in dieser Welt Weltanschauungen, die der Bibel widersprechen, an dich herankommen. Sie stellen sich nicht vor, hey, da gibt es noch eine Option, du kannst im Fall auch nicht an den Teufel glauben, es ist auch okay, sondern sie kommen anders an dich heran. Ich mag mich erinnern an eine der ersten Vorlesungen, wo ich war, und da ist der Professor vorne gestanden und hat gesagt, willkommen zum Studiengang und übrigens, falls noch jemand da ist, der immer noch an eine Schöpfung glaubt, du kannst den Müll draussen aus deinem Studium, dass, ab da fängt das Studium an, fängt die Wissenschaft an und da hat all das kreationistische Zeug hat keinen Platz. Es ist vorgegeben, es ist klar, dass das nicht wahr ist und darum kannst du das gerade draussen lassen. Und so kommen die Weltanschauungen an dich an. Als vorgegeben, als schon klar. Und das macht etwas mit dir, weil das unterschwellig dir gegeben wird, in dem Fall bin ich vielleicht gleich falsch, wenn ich immer noch glaube, dass Gott alles geschaffen hat. Ich habe ein paar Sachen da gebracht auf eine Liste, die ich schon gehört habe, die so kommen. Das ist ja klar, also, alle Religionen sind ja sowieso gleich. Weißt du, über das müssen wir gar nicht reden, sind schlussendlich alle gleich. Ausser Kirchen sind sowieso immer korrupt und machtgierig. Es geht nur um das. Missionieren ist arrogant. Missionieren tut man sicher nicht mehr. Sünde ist wirklich so ein mittelalterliches Druckmittel der Kirche gewesen. Über Sünde redet man heutzutage nicht mehr. Freie Kirche verachtet sowieso Andersdenkende.
Dann übrigens, bibelgläubige Menschen sind gegen Wissenschaft und es ist dumm, an die Schöpfung zu glauben. Hölle. Wenn du noch an Hölle glaubst, dann ist das nur erstens manipulativ und zweitens die Bibel redet sowieso nicht von Hölle. Das gibt es gar nicht in der Bibel. Dann religiöse Vorschriften über Sexualität sind erstens veraltet und heutzutage einfach, das ist so diskriminierend, wenn man an religiöse Vorschriften über Sexualität glaubt. Und wer gegen Abtreibung ist, diskriminiert Frauen. So Gedankengut kommt nicht als Option. Es wird klar und radikal an dich herangetragen. Und dann gibt es ein paar besonders schlaue Christen, die sagen, schau, wir können ja das mit dem Evangelium, mit der Bibel ein bisschen liberaler sehen. Wir machen es doch ein bisschen auf. Wir sagen, wir nehmen das, ja, Gnade, ja, es ist eine gute Moral und es ist ein spannendes Buch, die Bibel, das wir nehmen können. Aber wir können das gut auch ein bisschen hier einfließen lassen. Wir sind ja heute weiter und gescheiter als das, was Jesus gesagt hat. Und die Apostel haben sowieso nicht so eine Ahnung von allem. Wir nehmen das so ein bisschen mischen. Und das ist ein wunderbarer Glaube, der niemandem etwas anstößt. Und so sind wir Christen. Und Jesus sagt, es gibt keine extremere Form, wie Jesus reagieren könnte auf so ein Gemisch, als er spuckt raus. Jesus will nichts mit dem Gemisch zu tun haben, von Weltanschauungen, die populär sind, und dem Evangelium. Jesus spuckt das aus. Auch wenn es populär sein kann in dieser Welt, mir ist es wichtiger, dass ich bei Jesus einen populären Glauben habe. Und das ist reines Wasser. »61 nach Christus ist Laodicea von einem schweren Erdbeben zerstört worden. Und wir lesen in den antiken Schriften, dass Rom ihnen eine Finanzhilfe anbieten wollte. Aber die Laodiceer haben das ausgeschlagen, weil sie so reich waren und haben die Stadt einfach eigenständig wieder aufgebaut. Und die Stadt war nicht ganz klein. Man sieht das an den heutigen Ruinen. Die Stadt war wirklich bemerkenswert. Also jetzt kommt ihr mal das Gefühl über, was für eine reiche Stadt Laodicea war. Und sie waren bekannt als die eigenständige, wohlhabende Stadt. Also könnte fast Zürich sein. Aber wieso waren die Laodiceer so reich? Sie hatten vor allem 3 Einnahmen gehabt. Die erste Haupteinnahmequelle, sie waren eigentlich ein Finanzzentrum der antiken Zeit und sie haben mit Gold gehandelt. Also da haben wir das als Symbol mitgebracht. Und sie hatten ganz verschiedene Banken gehabt, also so ein bisschen die Wall Street zu dieser Zeit. Das Zweite ist ihre Textilindustrie. Und zwar sind sie bekannt für eine ganz spezielle und kostbare schwarze Wolle. Aus denen haben sie dann verschiedene Kleider dargestellt und die natürlich ultra teuer verkauft. Und darum haben sie eigentlich auch ausschliesslich nur schwarze Kleider getragen, um einfach so ihren Reichtum zu zeigen. Die dritte Einnahmequelle war eine spezielle Augensalbung. Die hat gegen Blindheit helfen. Das war also sehr gut. Und sie waren auch bekannt für eine renommierte Augenklinik. Also Leute sind von überall hergereist nach Laodicea, um dort eine Behandlung zu bekommen. Also die Laodiceer waren sehr stolz und haben das auch gerne gezeigt, was sie alles so erreicht haben. Doch was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt, du sagst Laodicea, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. In Laodicea hat es auch einen Brauch gegeben, der heisst Xenia. Das heisst, man ist gastfreundlich, auch wenn es um Business-Angelegenheiten geht. Man macht also grosse Deals macht man nicht im Büro, sondern grosse Deals macht man bei sich zu Hause. Man schafft so beim Essen eine Vertrauensbasis, um nachher einen Deal zu machen. Und ja, kommt die gute Botschaft eben jetzt für uns alle rein. Jesus ist sehr tough und sagt, okay, ihr Zürcher, ihr habt das Gefühl, ihr wisst alles besser. Ihr habt das Gefühl, ihr seid reich. Ihr könnt euch alles auf Knopfdruck schnell mit dem Handy bestellen. Ihr habt das Gefühl, ihr braucht nichts. Aber im Ernst, eigentlich, innen dran, ihr seid leer, erbärmlich, elend. Aber ich habe eine Lösung. Nämlich, ich will Xenia. Ich will zu euch kommen.
mit euch essen und einen Deal machen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus sagt es dir heute. Und ich meine, for real. Er sagt es dir heute. Schau, ich stehe vor deiner Tür. Schau, ich klopfe an. Und wenn jemand mich rufen hört und mir die Tür aufmacht, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Jesus will reinkommen heute und mit dir einen Deal machen. Und wenn du Jesus aufmachst, heute Abend auch wieder und anhockst und wir machen heute zusammen einen Deal mit Jesus, dann ist das Erste, wo Jesus sagt, schau, ich habe etwas zu essen mitgebracht. Das ist mein Körper, den ich für mich zerbrochen habe. Für dich alles gratis. Und da ist mein Blut. Ein neuer Bund, den ich mit dir machen will. Alles gratis. Vergebung von der Sünde. Du kannst nichts dafür geben. Es ist gratis, es ist gezahlt. Du bist eingeladen zum Essen. Und der Heilige Geist gebe ich dir auch noch, gerade, wo in dir wohnt. Alles gratis. Wie großzügig ist unser Gott? Alles gratis. Und dann irgendwann bist du als Christ dort bei Jesus und merkst, Jesus, aber ich sehe, da gibt es noch mehr auf dem Tisch. Was ist das da? Du hast da noch Gold und weiße Kleider, nicht schwarze. Und anderes Gold irgendwie und andere Augensalbe. Was ist mit dem? Und Jesus sagt, gut hast du gefragt, das kostet. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Also Gold, wo im Feuer gereinigt, haben wir in der Message schon gesehen von Michi, wo Ewigkeitswert hat, wo einen Unterschied bis in die Ewigkeit macht. Dann wirst du reich sein. Und kaufe mir weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Mach's bei Jesus. Ich habe euch aufgeschrieben, was ich glaube, dass das bedeutet. Ich glaube, das Gold steht für das, du willst Reich Gottes in deinem Leben etablieren. Du willst einen göttlichen Charakter haben. Du willst Geistesfrüchte etablieren, dass sie zu dir gehören. Und du willst Berufung leben, dass du merkst, Gott baut durch dich Reich Gottes. Weißt du was? Das kannst du bei Jesus haben. Echtes Gold mit Ewigkeitswert, aber es kostet. Es kostet, wenn du das willst. Du willst weiße Kleider, ein Lebensstil von der Heiligkeit, von der Reinheit, von der Freiheit in Jesus. Kannst du haben, Jesus. Er führt dich drin hinein. Aber es kostet. Es kostet etwas. Aber du kannst es haben. Und du willst Augensalbe, du willst geistliche Erkenntnis. Du willst in diesem Durcheinander in der heutigen Zeit klar sehen und wissen, was ist Wahrheit. Du willst es erkennen, für dich. Kannst du haben. Bei Jesus. Aber es kostet. Deine Bibel öffnet sich nicht von allein. Du musst sie lesen. Du musst den Geist einladen. Du musst hören, was dort steht. Du musst es klar haben und annehmen. Es kostet etwas. Weißt du, ich glaube, wir Christen sind ein bisschen verdutzt und reagieren dann nochmal ganz anders, wenn wir merken, oh, jetzt kommen wir in unserem Glaubensleben an einen Preis an, wo die Nachfolge etwas kostet. Aber Jesus sagt, wenn ihr nicht dort angeht, dann bleibt ihr einfach erbärmlich. Logisch Gnade. Gnade wird nicht kleiner gemacht. Gerettet bist du sowieso durch das Blut von Jesus. Der Heilige Geist hast du auch. Aber göttliches Etablieren in deinem Leben, das kostet. Ich habe da am Abend auch schon darüber geredet, dass sich in den letzten Jahren mein Alkoholkonsum immer ein bisschen vergrößert hat. Ich habe immer ein bisschen mehr getrunken und vor einem Jahr habe ich gemerkt, wenn ich nicht wirklich schaffe, einen Cut zu machen, dann komme ich ein echtes Problem über.
Und ich bin mit dem, habe ich gemerkt, ich muss mit dem zu Gott gehen. Jesus, ich will in der Freiheit leben. Gib mir die Freiheit, bitte. Und ich habe das bewegt so und mir Gedanken gemacht über das. Und eines Tages bin ich an einer Nonne vorbeigekommen. Wirklich, in der Stadt Zürich hat es noch Nonnen, die rumlaufen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich soll sie fragen, ob sie für mich beten. Und ich bin angegangen, grüezi wohl, Frau Nonne, könnten Sie für mich beten? Und sie fragt, ja, mega gern. Schön, dass Sie mich fragen. Für was darf ich denn beten? Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt vom Alkohol, wo ich eben stehe und dass ich einfach gerne Gottes eingegriffen habe. Dann ist sie kurz ruhig überlegt und dann sagt sie, lernen Sie Ihre innere Stärke zu nutzen. Und dann hat sie sich verabschiedet und ohne zu beten ist sie davon gelaufen. Und ich war so sauer. Weißt du, das sind die, die so religiös tun und dann willst du, dass sie beten für dich. Aber sie glauben nicht an Veränderung, an ein Wunder, das Gott tun kann. Und dann kommt Freiheit rein. Es hat mich sowas von genervt, bis der Heilige Geist in meinem Herz angeklopft hat und gesagt, Joel, die Frau hat im Fall recht. Die Frau hat im Fall recht. Ich will mit dir einen Deal machen. Was bringst du auf den Tisch? Was bringst du in diesen Deal mit? Du willst in Freiheit leben. Du willst in Reinheit leben. Was bringst du? Was kannst du machen? Überleg mal. Und gang das an. Die Hebel, die du kannst nehmen, nimm die Hebel. Dann habe ich überlegt und gemerkt, ja, ich könnte ehrlich sein mit meinem Umfeld. Ich habe angefangen zu reden. Mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meiner Small Group. Mit meinem Chef, mit allen angefangen darüber zu reden. Als nächstes, was kann ich machen? Bin ich in die Seelsorge gegangen. Als nächstes, was kann ich machen? Ich könnte in eine Psychotherapie. Bin ich in eine Psychotherapie gegangen. Was könnte ich machen? Ja, am Abend trinke ich mehr Alkohol. Das heisst, ich müsste früher ins Bett, anstatt Netflix schauen. Gut, weniger Netflix schauen, am 10 Uhr ins Bett, wenn es geht. Und sonst? Ja, ich kann am Abend nicht pennen, ausser ich stehe halt am Morgen schon früh. Gut, stehst früher noch auf. Was noch? Ich sollte mehr Sport machen. Gut, machst mehr Sport. Jeden Tag, wenn es geht. Und was noch? Ja, am Morgen als erstes aufstehen, Bibel lesen, mich fühle mich gut, machst das als erstes. Und ich habe gemerkt, ich muss alle meine Stärke nutzen und aufs Tablett bringen und abliefern in meinen Stärken. Und weißt du, wir Christen, ich habe gemerkt, wir haben ein bisschen komisches Verhältnis zur Schwachheit. Ja, in unserer Schwachheit ist Gott stark. Amen. Und du musst nicht mehr geben, als du kannst. Das langt und Gott macht den Rest. Amen zu dem, absolut. Aber die Bibel verherrlicht Schwäche nie. Die Bibel sagt ja nie, du sollst besonders schwach sein für Gott. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt immer und immer wieder, bist stark. Bist mutig, bist stark im Herrn, bist stark in der Gnade. Nutz deine Geistesgaben, nutz deine Geistesfrüchte, bist stark. Nutz die ganze Stärke, die Gott dir gegeben hat. Nutz deine innere Stärke. Und Freunde, ich verrate jetzt etwas. Als ich angefangen habe, diese Sachen umzusetzen, hat Gott unglaublich krasse Wunder da, Türen geöffnet und es ist crazy und ich habe meine besten, gesündesten, nächsten, Jesus-nächsten Monate hinter mir, die ich jemals in meinem Leben hatte. Aber es hat angefangen, dass ich einen Deal machen mit Jesus und bereit sein, den Preis zu zahlen, was es braucht. Mir ist in der Vorbereitung der Vers in den Sinn gekommen, wo Jesus sagt, das grösste Gebot ist, lieb deinen Gott von ganzem Herzen und von ganzer Hingabe. Dein ganze Herz und deine ganze Hingabe, das ist der Preis fürs Gold. Und lieb deinen Gott mit deiner ganzen Stärke. Nutz deine ganze Stärke, um Gott zu lieben. Das ist der Preis für ein Leben in Reinheit, für Freiheit von Sucht. Nutz deine ganze Stärke. Und das Letzte, lieb den Gott mit dem ganzen Verstand. Unterordne den Verstand am Heiligen Geist, am Wort Gottes. Nicht schmeiß den Verstand weg, überhaupt nicht. Brauchen, aber unterordnen am Heiligen Geist.
Das ist der Preis für die Augensalbe. Bis nicht mehr lauwarm. Hast du Lust heute auf einen Deal mit Jesus? Wollen wir das machen? Dann gehen wir jetzt wirklich an und dann, weil Jesus klopft an, lassen wir ihn rein und begegnen ihm und hören, was er sagt. Ist das gut? Machen wir es zusammen. Du im Club online, wo du schaust, auch als Podcast. Nimm dir die Zeit jetzt und ich leite euch durch. Zuerst einmal klopft Jesus bei dir an. Und wenn du willst, darfst du Jesus heute sagen, er soll reinkommen und zu dir an den Tisch hocken. Du darfst deine Augen schliessen und dir vorstellen, von deinem inneren Auge, du hockst an einem Tisch. Und jetzt sag zu Jesus, komm Jesus, sitz an meinem Tisch. Komm Jesus und sitz an meinem Tisch. Und Jesus bringt das Brot und den Wein. Und wir sagen, danke Jesus, danke hast du dein Leib gebrochen worden für unsere Sünden. Danke hast du gelitten für alles Vergeben, was wir in unserem Leben gemacht haben. Und danke bringst du das Blut vom ewigen Bund, dass wir bei dir sein dürfen und in der Freiheit leben dürfen. Danke für den Heiligen Geist, unser bester Freund, der uns Weisheit gibt und uns führt. Danke, Jesus, bist du so unglaublich grosszügig zu uns. Jetzt schau mal, ob Jesus dir etwas entgegenstreckt. Vielleicht das Gold, vielleicht ein weißes Kleid oder vielleicht Augensalbe. Schau mal von deinem inneren Auge, ob etwas Jesus dir entgegensteckt. Und jetzt, Jesus, red du zu jedem. Was ist der Deal, den du machen willst? Um was geht es, Jesus? Und was ist der Preis, Jesus, wo du uns challengest, dass wir es gönnen? Unser Herz, unsere Hingabe, unsere Stärke, unser Verstand. Red Jesus jetzt zu uns. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.